Die Augen des mächtigen Caesar ruhen auf ihnen. Er bewundert ihre Leistungen und verleiht ihnen das außergewöhnliche Geschenk seines Zeichens. Alle Verbrechen gegen die Legion, einschließlich des Mordes an Vulpes Inculta, sind vergeben. Caesar wird aber kein zweites Mal Gnade walten lassen. Mein Herr wünscht ihre Anwesenheit in seinem Lager am Fortification Hill. Sein Zeichen gewährleistet eine sichere Reise durch unsere Ländereien. Übrigens interessiert es Sie sicher, dass der von Ihnen gesuchte Mann den Strip verlassen hat und vermutlich gerade zu Caesars Lager eilt. Ja, Mann, das weiß ich schon. Caesars Aufmerksamkeit entgeht kaum etwas. Er hat seine Augen überall. Wer zur Hölle ist Caesar? Caesar hat sich entschieden, mir diese Informationen nicht zu geben. Mir wurde nur aufgetragen, Sie zu finden und diese Nachricht zu überbringen. Sie gelangen über die Cottonwood Cove südlich von Nelson zu Caesar. Der Cursor Lucullus wird Sie dort erwarten. Gut, da wollte ich ja schon mal. Dann haben wir die LVB-Station. Dort der Besoffene. Schau mich nur auf. Der Walter Phoebus, ein Cowboy. Hallo, mein Sohn. Was kann ich für Sie tun? Aber machen Sie schnell. In dieser Stadt ist es verdammt nochmal heißer als in einer Brahmin-Herde zur Mittagszeit. Möchtest du trinken? Ein Drink? Unsinn, ich will eine Rechnung begleichen. Wir sind nicht den langen Weg hierher gekommen, um unsere Kleider vorzuführen. Heck Gunderson wird sich eine lange Beschwerdeliste anhören müssen. Ich bin hier, um zu verhindern, dass der Ranger weiterhin unser Land stiehlt. Entweder legt er dich rein oder er schickt kampfbereite Männer. Dann verkauft man seine Ranch für einen Apfel und ein Ei oder man ist so gut wie tot. Ich bin es leid, sein Spielball zu sein. Und ich habe gute Lust, Heck ein für alle Mal in die Schranken zu weisen. Wir sind rechtschaffene Leute hier draußen. Und in der Wüste ist das Leben verdammt hart. Heck ist ein anderes Kaliber und ein gottverdammter Dieb. Er schüchtert uns ein und jagt uns unser Land ab. Nur so ist er reich geworden. Kommt mit Schießeisen an und keiner nimmt's mit ihm auf. Üble Sache. Aber doch im Mühenspiel. Ich mache mir nichts vor. Er wird immer weiter plündern. Also werde ich ihn mir vorknöpfen. Das werde ich tun. Hier in der Stadt schützen ihn nur wenige bewaffnete Männer. Ich werde herausfinden, was er vorhat. Dann weiß ich, wo ich ihn am härtesten treffen kann. Wo ich herkomme, legen wir Wert auf gute Absichten. Ich denke, Sie können mir helfen herauszufinden, was er in der Stadt macht. Ich sage Ihnen was, diese Schlitzohr wirbelt eine Menge heiße Luft in dem schicken Casino auf, dem Ultralux. Finden Sie raus, was da los ist, okay? In Ordnung. Ich weiß das zu schätzen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Heute haben die nächste Mission im Ultralux. Ein ungleiches Paar. Sag mal, Walter. Bitte Öde, oder was? Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern nach meinem Mann sehen. Na gut, In schau Ordnung. noch. Hab ich Besseres vor. Der Wachmeister. RNK. Fühlt sich bestimmt gut an, diese Waffen auf dem Strip zu tragen. Der verdammte Mr. House hat allen RNK-Soldaten verboten, irgendwelche Feuerwaffen auf dem Strip zu tragen. Nur Captain Pappas darf das. Mr. House vertraut der RNK immer noch nicht. Ein Tipp, die Securitrons mögen es gar nicht, wenn man aus der Reihe tanzt. Machen Sie keine Dummheiten. Sind Sie das erste Mal auf dem Strip? Dummheiten. Kenn ich gar nicht. Dann wird's Zeit, dass Sie Ihre Vegas-Jungfräulichkeit verlieren. Sie werden sicher Ihren Spaß haben und ruckzuck betrunken und mittellos dastehen. Ich kann Ihnen noch ein paar Details zu den verschiedenen Casinos verraten, wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen. Sir? Madame, ich kenn mich schon aus.
Bei der Ladies Klo. Herrenklo. Nix. Leute, die Rumpel kommen. Wo treiben Sie doch? Sie können passieren, Soldat. So, da haben wir dann. Wo sind das doch? Ein Zug. Mit einem Schienbahn nach McCarran fahren. Aha, das geht. Aber nach McCarran möchte ich gar nicht. Hi. Hi. Ja, was auch nicht so gut. Hau ich ab. Mehr geht doch nicht. Warte, aufs Gomorra war da drüben. Ultralachs. Möchte ich da reinschauen, weil ich gerade da bin? Komm mit deinem Song, wir probieren es mal. Verzeihen Sie, aber dürfte ich Sie bitten, mir Ihre Waffen auszuhändigen? Meine Waffen? Nein. Wie schrecklich vulgär. Ich muss leider darauf bestehen, dass Sie Ihre Waffen abgeben. Potzblitz? Potzblitz. Also, bumm, die Feinschmecker. Hat nicht mehr Geschmack. Hat nicht noch besser, oder was? Hallo, bumm, bin schon wieder zurück. Geben Sie sich einen Rock. Hier Ja, nicht schlimm. Jetzt zumindest Erfahrungspunkte. Alter, die zerlegen wir schon. Die Feinschmecker. Aber Feinschmeckerin, geh mir da. Blöde Kuh. Ja, das ist nochmal schön. Pass auf. Auf die Implantate. Dann haut es schon. Untersuche einen Mr. Gunderson oder so. Komm ich näher? Bitte, Bruff. Das ist hoffnungslos. Gunderson Handlanger. Vorsicht! Vorsicht! Bin Spieler. Hilfe, geh doch. Ihr hilft ja schon. Kassierer. Macht Spaß. Auskassiert. Vorsicht! Ich glaub, das ist er, ha? Guck, guck. Er braucht nur Kugeln. Da bin ich, wo bin ich jetzt? Au, wer haut denn dazu? Die blöde Kuh, oder was? Was ist da denn? Geben Sie sich einen Rock. Oh, Freunde, die knüppeln mich. Macht Spaß. Wollt ihr knüppeln? Da ballert die. Getan. Ich verzieh mich. Ein negativer Ruf, mir wurscht. Hey, Lucia. Ich Ja, verzieh was hilft mich. dir? Keine ist. Hilfe. Ja, die Ruhe weg, gell? Dann juckt es nicht. Wenn ihm die Kugeln um die Ohren fliegen.
halt der Mörder. Ja, ist wie ein Killer. Aber ich könnte... Bisschen Heilung verdrungen. Bringt es mir nicht, gell? Lake-Lurkfleisch. Grüß ja, die schmeckt schon. Mörder! Nix Mörder. Leveln durch. Schauen Sie, wenn das doch. Ein Kundenliebhaber. Guten Tag. Das sind alles Mitglieder der Feinschmecker-Gesellschaft. Unsere Gründerin Marjorie gab uns eine Kleiderordnung, die nur aus einer Regel besteht. Wir müssen uns so kleiden, dass niemand behaupten kann, er sei besser angezogen gewesen als wir. Über die Masken darf ich Ihnen nichts sagen. Wir haben Geheimhaltung geschworen. Aber eigentlich stimmt das nicht. Es ist nur das, was wir sagen sollen. Marjorie mag sie wohl wegen ihrer Aura des Geheimnisvollen. Und sie unterscheiden uns eindeutig von allen anderen. Aber das wissen sie nicht von mir. Muss wohl vergessen haben, sie aufzusetzen. Wie peinlich. Ja gut, schon wurscht. Auf bald. Die Feinschmecker-Gesellschaft habe ich aufgemischt. Hotelzimmer. Monströses Verhalten, was soll das heißen? Vorsicht! Haltet ihr mich für ein Monster oder was? Aber hallo. Der hat uns zerrissen verrät. Ich habe gehört, der Boss einer der Strip-Familien hat sich Mit der in Luft Gunderson, die habe ich aufgelöst. schon gesucht. Verzeihen Sie, ich suche jemanden. Hier ist nicht zufällig vor kurzem ein junger Mann mit dunkelbraunen Haaren und weißem Hut vorbeigekommen? Nein? Hat denn keiner auch nur irgendetwas Neues über meinen Sohn gehört? Nicht ein einziges Fitzelchen Informationen? Auf meinen Dutzend Ranches lässt kein Brahmin unbemerkt einen Furz. Und kaum bin ich eine Stunde hier, verliere ich jede Spur von meinem eigenen Sohn. Jep, hab einen Riesenhaufen Brahmin. Großhörner auch. War mal bloß eine Ranch. Aber Land war leicht zu kriegen, bevor die Soldaten kamen. Und plötzlich war ich dann einer der größten Viehzüchter östlich von Kalifornien. Jetzt schütteln mir wildfremde Leute die Hand, wohin ich auch gehe, und nennen mich Mr. Gunderson. Weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Hab ein Sonderarrangement mit dem Hotel getroffen. Die wollen Geschäfte mit mir machen, also wird nach meinen Regeln gespielt. Viele Leute da draußen haben was gegen Erfolg, wollen mir vielleicht an den Kragen. Sie werden sich's zweimal überlegen. Hätte ich meinen Grips benutzt, hätte ich ihn lieber meinen Jungen bewachen lassen sollen. Dann wäre das alles nicht passiert. Sag mal, wie schaut das mit deinem Buben? Meinen Jungen, Ted, er war hier. Hab ihn nur eine Minute allein gelassen. Musste was mit der Feinschmecker-Gesellschaft besprechen. Er sollte warten. Aber mit dem Stillsitzen hatte er es noch nie so recht. Das hat er von seiner Mutter. Hab schon fast all meine Leute auf die Suche geschickt. Ich werde selbst noch losgehen. Aber irgendwie hoffe ich, dass er hier wieder auftaucht. Klar werde ich ihm, sobald er zurück ist, das Fell über die Ohren ziehen, weil er mir das antut. Aber das soll nicht heißen, ich wäre nicht dankbar. Da schlage ich sehr gerne ein, Grundgütiger. Ich bin so weit, dass ich alles anheuern würde, was zwei Beine und mindestens ein Auge hat. Es wäre ein sehr hübsches Sümmchen für Sie drin, wenn Sie ihn mir heil zurückbringen. Und wenn er nicht heil ist, können Sie darauf wetten, dass ich für die Namen der Hurensöhne zahle, die ihm das angetan haben. Erzählt ein Sümmchen, ich sehe gern. So nennen die sich, die Leute, die diesen Ort betreiben. Sind alle piekfein angezogen, mit Fliege und prächtigen Kleidern.
Manche tragen auch Masken. Wirklich schwer, so jemandem zu trauen. Ein paar von ihnen zeigen ihre Gesichter. Und mit denen habe ich geschäftlich zu tun. Mit den anderen rede ich gar nicht. Ich werde hier sein. Ja gut, Kumpel. Mit so viel kannst du gar nicht mehr reden. Ein paar sind tot. Ja, pass auf. Mit der Information muss ich aus zum Wolter. Wenn wir da raus niemand best, nicht, oder? Ich bin in der feinen Gesellschaft ein bisschen aufgeräumt. Ja, da sind wir da weiter. Schaust du den Arsch an? Wahrscheinlich, oder? Ab und zu mal. Hallo, schön Sie wieder zu sehen. Ich höre. Was haben Sie auf dem Herzen? Verdammt mich. Sie meinen den jungen Gunderson? Das ist mir vielleicht ein Hornochse. Weniger Plan als ein Brahmin auf einer Kreuzung. Ich würde mich nicht beschweren, wenn er für immer weg wäre. Wenn es gegen Heck geht, bin ich dabei. Ein ehrlicher Ranger. Klar, ich bringe es immer noch 5-mal in einer Nacht. Dieser Gunderson ist ganz einfach eine verlogene Schlange. Ted ist also nirgendwo zu finden und Heck ist relativ wehrlos, während er ihn sucht. Hört sich nach dem perfekten Zeitpunkt für eine Abrechnung an. Heck wird gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Was meinen Sie? Die Preise? Lösegeld? Ich bezweifle, dass sich diese seelenlose Schlange um sein eigenes Fleisch und Blut kümmern würde. Und überhaupt, was wäre danach? Nein, Heck kennt nur Gier und Gewalt. Höchste Zeit, es ihm mit gleicher Münze zu vergelten. Sein Leben oder das seines Sohnes. Beides wäre ein Gewinn. Ich höre. Was haben Sie auf dem Herzen? $500 und Ted ist Geschichte, gut genehmigt. Ethel wird wütender als eine nasse Henne sein. Aber man erntet, was man sät. Und Heck hat sich seinen Schmerz redlich verdient. Sind wir im Geschäft? Na dann, bis die Tage. Bis die Tage. Da sind wir den Buben, muss ich den noch suchen? Jenseits des Fleisches. Wo soll das sein? Wollen wir nicht. Scheiße, Mission habe ich nur, gell? Der Mojave Drive-In. Das war ja der Omat. Wir fliegen um mich.